unsere Geschichte Nummer 81. Ditmal vertalen wir noch mehr von was von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern trägt nach Manitoba gekommene Mennoniten, in denen Nokomen hier schaufen, und auch was davon, was diese hier in Manitoba für geschafft haben und so weiter. Unsere Voreltern waren in Manitoba auf der Wassersaar mal ein sehr großes und sehr wichtiges Port von den Wertproduzenten, so lange, dass sie ungefähr 4000 Seilen anfangs 1920er Jahren nach Chihuahua, Mexiko uitwanderten. Und sie haben dann auch sehr viel beigetragen zu der Manitoba-Economy durch ihr Produzieren von den vielen verschiedenen anderen Produkten auf ihre Familienformen. Auch die ungefähr 1200 Kleingemeindeseilen wohnen von der Ostersaar und von der Rosenort-Gegend in Manitoba 1948 nach Chihuahua, Mexiko uitwanderten, hatten, was sie von hier wegtrocken, viel zu der Manitoba-Economy beigetragen durch ihre gemischte Familienformwirtschaften. Ich will hier nu ein klein bisschen davon vertellen, was mir dort besonders groß gemerkt hat, wo viel unsere Voreltern, die ungefähr 8000 Mennoniten von Russland, die erste Wahl von mennonitischen Einwanderern in Manitoba, auf ihre isolierte Kolonien in dem damals noch sehr jungen Kanada zu der damaligen kanadischen Ökonomie beigetragen haben, wofür sie zu dem damaligen Produzieren von Nahrungsmitteln für die Bevölkerung in Kanada beigetragen haben. Ich hatte ein paar Jahre mal dort erreicht, dass ich für eine Früh, wo ein Nokomen wir von einem paar Kleingemeinden Großeltern in der Blumenort-Gegend auf der Ostersaar ein Dialbuch wohnt in der gotischen Schrift geschrieben worden wir in Englisch zu übersetzen. Und der steht, was ich in diesem Dialbuch fand, von wo viel Mal oder wo regelmäßig die Ostersaar Mennoniten von ihrer Familienform Produkten mit ihren Pieden Währungen vor die Jahr nach Winnipeg brachten und dort verkauften, nicht mal so eine Produkte aus von ihren verschiedenen Sorten von Getreide, aber auch von so eine Produkten aus Eier, Butter, Schmalt, Wurst, Schweinfleisch und Rindfleisch und sogar so eine Gartenprodukten aus Kampfshäfter, Erschocken, Jalmeeren, reine Schabelschoten und was immer selbst noch in den Mennoniten ihre Wortes getrocken wird mir dort sehr klar, dass die Ostersaar Mennoniten einen sehr, sehr großen Beitrag machen zu der Ökonomie in der Manitoba-Provinz und dazu auch zu der Versorgung von Nahrungsmitteln für die Bewohner in der Hauptstadt Winnipeg einen bedeutenden Beitrag gemacht haben. Und dann in Kleinbett Lothar hatte ich dann auch noch dort erreicht, auch für eine Früh von Calgary, Alberta, wo eine Tochter ist von einem von meinen kleinen Vaters, auch gesehen aus einem deutschen und gotischen Schrift geschriebenen Dialbuch in Englisch zu übersetzen. Und da ich diese Sieden in ihrem Großvater seinem alten Dialbuch habe ich erfahren oder ist mir dort groß und klar geworden, wo viel und wo regelmäßig die mennonitische Wassersaalformen von ihren vielen verschiedenen Familienformprodukten nur die zwei Städte Morden und Winkler brachten zum Verkaufen, gerade aus der Ostersaarformen ihre Produkte nach Winnipeg brachten, um die dort auf den Markt zu bringen. Diese Städte, Winkler und Morden, waren damals noch nicht sehr groß. Aber ich glaube, wir können annehmen, dass in den Jahren 1904 bis 1906 aus diese Dialbücher geschrieben worden, und diese Städte all Handelslied waren, wo die Mennoniten ihre Produkte nicht mehr kauften, um die an ihre Stadtbewohner zu verkaufen, aber auch zum davon auf der Isarbahn noch Handelsgeschäfte in andere Städte in Kanada hinzuschicken. Auch das Dialbuch macht mir das groß, dass all die Manitoba Mennoniten, auch unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, auf der Wassersaar einen sehr, sehr großen Beitrag gemacht haben zu der
damalige Ökonomie in der Manitoba-Provinz. Und dort sucht die Versorgung von Nahrungsmitteln für die Bewohner nicht nur in der nördsten Städte, aber auch in der Hauptstadt Winnipeg und wahrscheinlich in den verschiedenen Städten in anderen westlichen Provinzen einen bedeutenden Beitrag gemacht haben. Man sagt, dass nach dem Ersten Weltkrieg in den Anfangs 1920er Jahren, als da noch mal wenige Farmer Traktoren hatten, in der Farmer ihre Landarbeit noch beweit das meiste mit Pferd getan worden muss, dann lebten in so einer Provinzen aus Manitoba und Saskatchewan noch dicht bei 60% von allen Menschen von der Arbeit auf der Farm. Diese 60% von Menschen wären nicht alle Farmer, aber die verdienten ihren Lebensunterhalt durch Farmarbeit. In jener Zeit, in der Kriegszeit, wären dort nicht die Farmarbeiter, aber die Farmer selbst, wo dadurch in den Kriegsjahren und auch noch in den ersten Jahren nach dem Krieg meistens sehr wohlhabend worden, weil es in den Jahren besonders die Weit, aber auch die anderen Farmprodukte sehr teuer geworden wären. Das Farmerleben in Kanada wir in jenen Jahren meistens ein Ricketleben im Vergleich zu dem Leben von der Arbeiterschicht, besonders in den Städten, aber auch auf dem Land. Der Geschichtsforscher Bruce Wiebe hier in Winkler, Manitoba, hat mir Kopien mit Landregistrierungsbüros gegeben, wo bewiesen, wie viel Farmland so eine Reihe mennonitische Wassersalbkolonisten aus zum Beispiel Klaas Heide und Cornelius Rampel all Ehenden, ehe sie von Manitoba nach Mexiko trocken. So eine Reihe Farmer Ehenden wirken nicht nur in Manitoba viel Land, aber auch in Saskatchewan. Und wenn wir die Dutzende von Mexiko nach Manitoba zurückgekommenen Nokomen, von diesen ungefähr 4000 Kolonien und Sommerfelder Mennoniten, und auch die viele zurück nach Manitoba gekommene Kleingemeinde Mennoniten, hier von der meistens auch nicht Wertproduzenten oder Produzenten von den verschiedenen anderen Familienformprodukten sein können, und dadurch unseren Beitrag zur Ökonomie in Kanada merken können, so als unsere Väter dort hier damals gekonnt haben, dann können wir von der aber doch sagen, dass wir hier in Manitoba auf verschiedene andere Wege ein beachtenswerter Part von der Manitoba-Ökonomie geworden sind. Und ich glaube, wir können auch sagen, so als unsere Väter, wohnen in Manitoba damals sozusagen ihre eigene Schulautonomie und ihre eigene ökonomische Autonomie haben dürfen, und so mit meist irgendwas auf ihre Familienform Geld verdienen können und dadurch aber zur gleichen Zeit auch ihrem Vaterland sehr nützlich sein können, so können wir diese eigene Autonomien hier von der nicht mehr haben. Aber trotzdem wir dort nicht mehr kennen, haben wir den Nokomen von der damals Ausgewanderten und über die Jahre zurückgekommenen Mennoniten mit den Nokomen von der in Manitoba gebliebenen Mennoniten taub dort gelehrt, uns an unserem Vaterland nützlich zu merken, so ist das hier von der Zeit uns nützlich zu merken. Und wir haben trotzdem dort hier alle sehr geändert haft, alle taub gelehrt, wie all diesem noch immer sehr viel von unseren positiven mennonitischen Traditionen und Lebenswerte beibehalten zu können. So als ich das von der sei, dann merken wir von Mexiko zurück nach Manitoba gekommenen Mennoniten, mit den immer in Manitoba gebliebenen Mennoniten taub, von der auch noch immer einen bedeutenden Beitrag zu der ganzen kanadischen Ökonomie. Und dort, so sehe ich dort, ist so wundervoll. Wir können, und ich glaube, wir wollen uns in unserem Vaterland von der nicht mehr als Kolonisten isolieren von der Landesbevölkerung, aber wir haben dort als Mennoniten wenigstens zum großen Teil gelehrt, uns als Mennoniten in Kanada so zu integrieren, dass wir dabei nicht unsere Identität und unsere positive Charaktereigenschaften verlieren brauchen. Und das ist auch wundervoll.
En nu, wo wohnen also von Lateinamerika terug naar Manitoba gekommene Mennoniten hier zum Gottesdienst? Wo wohnen die naar de kerk? In Manitoba haben die von Lateinamerika teruggekommene Oldkolonier, Sommerfelder und Kleingemeinden nicht allerhand Gemeinden oder Kirchen gegründet, so dass die terug nach Kanada gekommenen Mennoniten dort an Süd-Ontario gedonnen haben. In Ontario haben unsere Mennoniten eigene Kirchen gegründet, weil sie dort meistens mang die sogenannte neu gekommene Russländer Mennoniten wohnen, und wo ihre Kirchen sie meistens nicht so reich ausfeilten. Aber hier in Manitoba sind die von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern zurückgekommenen Mennoniten Port geworden von den vielen verschiedenen mennonitischen Gemeinden, die hier all wären oder hier all sind. Wir haben einmal eher gesagt, dass es bei 1936 keine oldkolonische Gemeinde gibt in Manitoba und dort bei dann all viele Oldkolonier-Familien nur die Sommerfelder Gemeinde übergewonnen wären. Auch einige von den ersten von Mexiko zurückgekommenen Oldkolonier-Familien waren in Manitoba Sommerfelder, besonders solche, die all vor 1936 zurückkamen. Aber dann, als dort 1936 war da eine neue Oldkolonier-Gemeinde in Manitoba, dann wurden vor einigen Jahren die meisten Oldkolonier-Familien, wenn sie von Mexiko zurück nach Manitoba kamen, hier Port von der neuen Oldkolonier-Gemeinde. Zodat het an der oldkolonische Gemeinde 1981 vielleicht al über der Hälfte so wären, die von Mexiko zurück nach Manitoba gekommen wären, oder von denen noch kommen wären. Aber dann, im Jahr 1981, spielte die Oldkolonie-Gemeinde in Manitoba an zwei Teile. Die Predikers Willi Thiessen und Jakob Wiebe, und ungefähr ein Fünftel von der oldkolonischen Gemeindenglieder, setzten sich von der Old Colony Mennonite Church of Manitoba los und gründeten ihre eigene Gemeinde. Zum Anfang rennten sie sich die ladig stehende Blumenalterkirche in Gnadental. Aber bald büden sie sich zwischen dem Hochweg Nummer 32 und dem Darb-Schanzenfeld ihre eigene Kirche und sie nannten ihre neue Gemeinde Zion Mennonite Church. Was damals kriegt, all die Ursachen wären, wo wir in dieser Gruppe Oldkolonier sich trennen von ihrer Gemeinde, damit sie echt nicht gut genug bekannt, um da viel von zu vertalen. Aber eine Ursache wäre bestimmt das Sprachenproblem. Das auftrennende Port von der Oldkolonier Gemeinde wohl auch die englische Sprache gebraucht haben, besonders bei dem Sonntagsschulunterricht für Kinder und Jugend und bei dem Jugendunterricht zu ihrer Vorbereitung für die Heilige Doop, aber auch an ihre allgemeine gottesdienstliche Versammlungen. Als die neue Zion Mennonite Church Gemeinde den Anfang machte, dann stellten sie eine Prediger und Diakonen wohl an, wenn sie von dem Kartitzer Mennonite Konferenz CMC Ältesten Heinrich K. Schellenberg leiten. Ab dieser Wahl wurde Heinrich Wahl als Prediger gewählt und Franz Unrau als Diakon. Als diese neue Diener ordiniert worden wären, dann stellte diese neue Zion Mennonite Church auch bald eine Ältesterwahl an. Die CMC Ältester Heinrich K. Schellenberg led auch die Zion Mennonite Church ihre Ältesterwahl, wo Prediger Willi Thiessen als die Gemeinde ihr Ältester gewählt und dann auch bald von Ältester Heinrich K. Schellenberg als Ältester ordiniert wird. Damit wird die Zion Mennonite Church dann eine selbstständige Gemeinde geworden, wo eine ganz für sich allein stand, ganz unabhängig wie von irgendeiner anderen mennonitische Konferenz oder Gemeinde. Sie haben sich von dem CMC Ältesten bedienen lassen, haben sich damals aber noch nicht mit dieser Konferenz von CMC Kirchen abgeschlossen. Aber mehr 1990 hat die Zion Mennonite Church auch dreimal einen Prediger gewählt. Und jeder Mal hat ein neuer Prediger in wenigen Jahren resigniert. Und dort wir scheinbar da wären geworden, dass sie so fehlten, als wenn sie ohne ältester Thiessen seine Leitung nicht nur ihre eigene Überzeugung so lehren dürfen, als wo sie dachten, dass sie lehren sollen. So hat man mir verteilt.
En als dat 1996 zum dritten Mal passiert wäre, dass Prediger resigniert hat und de Brüder auch al andere Ursachen dafür gelebt zu haben, dass sie dort mal untersucht haben wollen, wo dort an ihrem Lehrdienst stund, dann wurde sie am ältester Bill Hildebrand von Steinbach eingeladen, naar de Daen Mennonite Church aanzukomen en door ihre Meetings, ihre Sitzungen zu leiden, wo sie mal die wirkliche Ursachen finden wollen, wo wir in ihre Predigers nicht unter alte Statisten seine Leitung dienen wollen und so weiter. Ich will, und ich kann hier nicht viel von den Einzelheiten vertellen, wann diese Sitzungen, diese Meetings verhandelt wurden, aber das Resultat von den gemeint ihre Untersuchungen durch viele Sitzungen oder Meetings unter der Leitung von dem ältesten Bill Hildebrand, wir dort die Daen Mennonite Church gemeint sich 1997 die Kartitzer Mennonite Conference anschloss. Ihre Kirche war also auch eine von den Kirchen. Und mit dem Anschließen an die Kartitzer Mennonite Conference kam diese Gemeinde unter dem ältesten seiner Leitung, so als alle anderen Kartitzer Gemeinden oder Kirchen dort auch sind. Die Kartitzer Kirchen haben sich aus einer Konferenz abgeschlossen. Und als Konferenz tun alle Kirchen taub gewisse Arbeiten. Jeder Kirche hat aber auch eigene Prediger und Diakonen, wo die Lokalarbeit meistens selbst handhaben. Aber sie haben trotzdem doch dort altbekannte mennonitische Modell oder System beibehalten, wo ein Ältester all ihre Kirchen oder all ihre lokale Gemeinden dient und all die Predigers aufwechselnd an all ihre Kirchen predigen. Die Daen Mennonite Church Gemeinde bei Schanzenfeld wird nu Bosigrater. Von der 2005 hafte sie Gemeinde bei 250 Gemeindenglieder. Und von ihren Gliedern sind über der Hälfte so Menschen, wo entweder mal selbst von Lateinamerika nach Manitoba gekommen sind oder von denen ihre Nokomen sind. In der Daen Kirche sind jeder Sonntagmorgen zwei separate Gottesdienste, einer in der englischen Sprache und einer in der Plautdietsche Sprache. Viele Glieder wohnen meistens beide Gottesdienste bei. Weil die Kirche allein immer besonders für die englisch geholene Andachtstunden voll wird, haben sie die Kirche am letzten Winter 2004 und 2005 gratis gebaut. Durchschnittlich kommen durch über 500 Menschen zu den Gottesdiensten, Kinder mit angeschlossen. Hier muss wir weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr davon, wo die von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern nach Manitoba gekommenen Mennoniten und denen ihre Nokomen hier in der Kirchen geistliche Gemeinschaft lehren, wo sie Gemeindenglieder sind und so weiter. But nächstes Mal, ich sehe George Rempel.